Aus der Region für die Region. Das Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bedelüt. Ein Sommer lang auf der Hütte oben. Beim Gauli-Gletscher im Berner Oberland, über dem Fählensee im Appenzellerland und mitten im Nationalpark im Engadin. SRF bei den Leuten taucht ein in den Alltag der Hüttenwärter und ist zu Gast auf der Glotzenhütte oben Zernetz bei der Familie Martig. Die Marlies, der Jörg und der 9-jährige Tim. Die Eltern von Marlies kommen auf Besuch und staunen nicht schlecht, wie ihre Tochter dort oben lebt und schafft. Bald ist die Saison vorbei und Marlies freut sich nur noch auf etwas. Auf die Badwanne. Zu Gast auch auf der Gauli-Hütte im Haslital bei der Susanne Brandt. Sie ist eine richtige Vollgas-Hüttenwartin. Organisiert Events und hat es gerne, wenn die Hütte pumpenvoll ist. Das hatte ich noch nie so. Wenn dann aber die Leute fort sind, hat Susanne noch eine ganz andere Seite. Sehr eine nachdenkliche. Zu Gast auf der Hundsteinhütte im Alpstein, bei der Ruth und dem Paul Graf. Nach 9 Jahren gehen sie die Hütten ab und freuen sich auf ihre Pension. Es ist das allerletzte Wochenende. Die Übergabe an ihre Nachfolger. Das heisst putzen und alles tipptopp übergeben. Die Inspektion nimmt es gründlich. Alle Bettwäsche ist gewaschen. 3 Hütten, 3 Geschichten. Das ist SRF bei den Leuten. Hüttengeschichten. Bei der Hundsteinhütte ist es Herbst geworden. Es ist das letzte Wochenende von ihrem Hüttenwartleben. Wehmütig sind die Ruth und der Paul aber noch nie. Im Gegenteil. Ah, ist das schön, jetzt ist es fertig. Ende Saison, jetzt noch das Fest. Und nachher fertig, einfach nur noch ein bisschen. Alles hat mal ein Ende. Und das Hüttenwarten hat jetzt auch ein Ende. Um ein Haar wäre das Ende schief rausgekommen. Der Steinschlag vor 2 Monaten, der gebrochene Arm. Fast wäre der Bau noch abgestürzt. Ja, die Platten, also die Schrauben hat mir dann teilweise ein bisschen noch weh. Und vor allem, wenn ich fest belaste, dann tut man eigentlich nicht da, weil es tut mir da eher die Platte, die ich dann noch ein bisschen merke. Aber... Der Paul hat sich extrem schnell erholt und ist schon bald wieder auf der Hütte am Arbeiten. Jetzt hier die Ruhe aufrupfen, vielleicht mit dem Arm jetzt noch nicht wählen, aber ich kann ja mit der rechten Hand, wenn der zu ist, wenn man jetzt zumacht und geht wieder auf, dann geht er manchmal streng. Und wenn dann eben so mit dem Arm fest lupfen, dann tut er mir noch weh. Aber ja, es geht gut. Er ist im Zeichen. Er war auch einmal auf einem 8000er. Er kann schon beißen. Also er ist schon... ja... Das kann doch auch ein Wink sein, jetzt, der Unfall. Wer weiß, wie schnell das vorbei kann sein, oder? Ja. Ich sehe es jetzt einfach so, oder? Und geniesse jetzt einfach die Zeit und den Abend, ja. Der heutige Abend ist reserviert für ihre liebsten Freunde und Familie. Das ist meine Tochter, die mich immer unterstützt hat. Ohne sie hätte ich die Zeit, glaube ich, nicht überlebt. Moin. Ja. Ja, zum Glück kommt der Thomas, der Mann. Und sie ist jetzt auch an meiner Seite, wenn wir die Hütten übergeben. Jawohl. Und da kann ich schön beruhigt sein. Ich kann das ganz ruhig, relaxed angehen. Ja. Ja. Dass die Ruth nicht zu viel Arbeit hat, haben alle Gäste ihre Nacht selber mitgebracht. Ja. Das ist all mein Zeug, das ich jetzt da Ja, Finken, die da hat. Ja. Ein bisschen später kommen die Velokollegen von Paul. Alles angefressene Mountainbiker.
Wie der Paul selber auch. Hey, Andi. Andi, hoi. Hoi. Der Bruno. Hey, hoi. Gratuliere. Super schön, der Abend. Ein grosses Brimborium um ihren Abschied haben die beiden nicht machen. Für das sind sie viel zu bescheiden. Einfach gemütlich zusammen sein. Mit den Leuten, die ihnen am wichtigsten sind. Der Paul wüsste gar nicht recht, was er sagen sollte bei einer Ansprache. Ja, allen vielmals danke, dass Sie so gekommen sind. Zu Ihrem Abschiedsfest. Ja, das würde ich schon sagen, aber... Ja, du. Freut mich, dass Sie gekommen sind. Und dass wir jetzt so lustig haben. Findest du das? Zwei Glotsen im Nationalpark, Obzernitz. Auch hier wird es Herbst. Mit einem der letzten Versorgungsflüge dieser Saison kommen ganz besondere Gäste. Die Eltern von Marlies. Weil der Heli noch vorig Platz hat, dürfen sie mitfliegen. Ausnahmsweise. Helikopterflüge sind im Nationalpark streng reglementiert. Schnell gegangen, Ja, geschwitzt wie ein Kalb. Jetzt da hoch ist der gekommen. Moin. Cool gewesen? Ja, super. Hä? Gut. Wer nimmt was? Hier kannst du mir das geben. Peterli. Und dann da nimmst du auch noch drin. Die Ruth und die Otto sind das allererste Mal da oben. Sie sind nicht mehr so gut zu Fuß. Ohne Heli wäre es gar nicht gegangen. Ah, die Tribus sind herrlich. Das sind alles. Jetzt sind sie da. Mit frischen Lebensmitteln. Und haben eine riesen Freude. Gut, ich habe natürlich verschiedene Mal schon auf Fotos gesehen, aber es ist also das ist Szene. Das ist schöner kann es also nicht mehr sein. Ja. Aha. Komm, Peppo. Schön, hä? Ja, das haben wir wirklich schön. Morgen ist natürlich morgen 20 ab 7 Uhr. Was die Eltern natürlich brennend interessiert, ist zu schauen, wie ihre Tochter mit der Familie in der Hütte wohnt. Ja, Oi, wie schön. das ist ja wie immer 5 Sterne. Hä? Oh, das ist schön. Ja, das ist ein rechtes Zimmer. Hä? Das ist super. Gut eingerichtet. Ja, es sieht gut aus. Ganz schön. Ja, aber ich habe mir es jetzt kleiner vorgestellt. Das ist ein bisschen gross. Das ist also Umgebung. schön. Die können da kann man wohnen. Ja, da kann man schon wohnen. Das ist für mich Happy Day, ja. Ich bin noch nie Heli geflogen und mal schauen, wo sie wirklich wohnen, oder? Und sie. Super. Ich habe mir es nicht ganz so vorgestellt. Es ist irgendwie grösser, denke ich mir. Zum Staunen und Geniessen ist auch die Aussicht vor der Hütte. Natur pur. Gerade vor der Haustüre. Die Marlies findet es wunderbar, dass sie ihren Eltern zeigen kann, wie ihr Alltag aussieht. Besonders wenn die Hütte voll ist. Thank you. Nadia. Otto, schön. Gesundheit, Team. Wir essen immer so halt Nachteile, gell? Meistens nicht spät. Hat keine Suppe? Und schau, jetzt isst Die ist gut, du. Das ist jetzt aber nicht Flättli so. Kaum sitzen alle gemütlich zusammen, wird es dunkel. Stromausfall. Sorry, wartet. Ich gehe mal schauen. Ist ein bisschen Stromausfall. Muss ich gerade einen Moment Geduld haben, sollte eigentlich gleich wieder kommen. Ja, es passiert. Der Strom kommt von einem kleinen Wasserkraftwerk neben der Hütte. Merken tut man das erst, wenn es einmal nicht mehr funktioniert. Das Telefon funktioniert.
funktioniert, dass es ein Funktelefon ist. Soppern, nur Soppern geht, das andere geht nicht. Giovanna, schaut Marlies. Ciao, Rinaldo. Ciao. Stromausfall haben wir gerade, ja, aber sonst haben wir es gut. Dank einem Generator wird es wieder hell. In einer Hütte läuft eben nicht immer alles so perfekt. Am nächsten Tag nimmt das Grosseltern Wunder, wie es dem Tim in der Schule geht. Es gibt Schulbesuch. Oh, was heißt das? Tschüss. Gerade am Rechnen. Tschüss, Tim. Mathematik hast du gern, gell? Erklärst du dem Grossi und Grosspapi, was das Besondere ist an diesem Quadrat? Jeden Morgen hat er bei der Nadja Unterricht. Sie ist Hüttengehilfin und Lehrerin. Sonst könnte der Tim gar nicht vom Sommer bis in den Herbst hinein auf der Hütte bleiben. Die Grosseltern kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Du hast ja gesehen, es ist ein Happy Day-Tag. Ja, für mich ist es Happy Day. Ich habe mir das immer gewünscht, einmal doch richtig daher zu kommen und zu schauen, wie es ist. Und wir sehen einander so lange nicht, oder? Jetzt haben wir einander 3 Monate ja nichts gesehen. Ja, hat mich schon interessiert. Und es ist schön, dass ich jetzt das noch erleben durfte. Das ist sicher das erste und das letzte Mal. Und dann ist der Happy Day-Tag schon wieder vorbei. Gaulihütte im Haslital. Auch hier ist die Saison bald vorbei. Es ist September. Es sieht aus, als wäre Susan fast allein da. Aber das täuscht. Die Hütte ist geragelt voll. Liebe Gäste, das hatte ich noch nie so. Wie ihr alle wisst, haben wir heute Roger Corniolet da, der euch von der Dakota erzählen wird, vom Absturz von hinten auf dem Gauli-Gletscher. Und wünsche euch ganz einen schönen Abend. Ich danke dir, Susanne, für die Einladung und für die liebe Gastfreundschaft. Im November 1946... Der Roger Corniolet ist wahrscheinlich der die Geschichte der amerikanischen Dakota am besten kennt. Das ist das Flugzeug, das 1946 auf dem Gauli-Gletscher abgestürzt ist. Das amerikanische Flugzeug in Not, seit 4 Tagen in den ganzen Westalpen fieberhaft gesucht, ist entdeckt. Hier liegt es, zwischen riesigen Spalten auf dem Gauli-Gletscher, aufgenommen von unserem Operateur Robert Garbade aus einer Schweizer C-36. Wie durch ein Wunder haben dazumal alle 12 Insassen die Bruchlandung überlebt. Sanitätsmaterial ab. Die Rettungskolonne aus Meiringen ist seit 2 Uhr früh unterwegs. Da unter uns erblicken wir sie, winzig in der weißen Einöde. Eine extrem schwierige Rettung. Und eine, die das Haslital in der ganzen Welt bekannt gemacht hat. Wegen der ersten hochalpinen Luftrettung. Das Unglaubliche gelingt und jetzt ist die schnelle Bergung der Passagiere zum Greifen nahegerückt. Die 12 Verunglückten, unter denen Mr. und Mrs. McMahon mit ihrer 11-jährigen Tochter zu bemerken sind, haben die 5 peinvollen Nächte in der bedrückenden, eisigen Stille tapfer überstanden. Sie sind nicht alle im gleichen Grade verschwunden. Roger, merci viel, 1000 Mal. Dakota ist ein paar Tage nach dem Unglück spurlos im Gletscher verschwunden. Ich staune, was die Dakota-Geschichte für eine Welle auslöst. Und wie viele Leute das wegen der Dakota-Geschichte auch hier herkommen und noch mehr hören und schauen. Und das Spannendste ist wie eigentlich, dass auch Leute kommen mit alten Geschichten, die man sagen, weisst, mein Vater war dem dabei. Und wir haben noch den Kompass daheim. Aber niemandem sagen. Und so Geschichten, die so zusammenkommen, das finde ich
fast das Schönste vom Ganzen. Wo im letzten Jahr plötzlich ein Propeller aus dem Gletscher vorgekommen ist, hat das die Dakota-Geschichte wieder neu ins Gespräch gebracht. Genau. Hat es noch gefallen? Hä? Gut gewesen? Gut, heute habt ihr keinen Flügel gesehen und nichts? Hä? Wo hast du Sardinenbüchse gefunden? Habt ihr lang gesucht? Auf den Abend? Gesundheit. Gesundheit mit dem Apfel. Ja, anstehen. Gesundheit. Zum Wohl. Gesundheit. Gesundheit. Immer im Winter nicht. Im Sommer geht es einfacher mal. Der Dakota-Abend ist ein voller Erfolg. Im Appenzellerland, auf der Hundsteinhütte, kommt der Abschied näher. Kannst du mir eine Suche Ciao. Die geladenen Gäste gehen wieder heim. So, Ruth. Ja. Können wir einfach mal putzen? Ja. Ich tue noch das Fenster putzen. Können wir mal schauen? Ich tue das Fenster putzen. Können wir mal reinschauen? Was es jetzt noch gibt? Was es heute gibt, ist klar: Putzen und Aufräumen. Für die offizielle Übergabe an die Nachfolger und Sektion muss die ganze Hütte picobello in Ordnung sein. Die Tochter Petra hat versprochen, dass sie die beiden jetzt am Schluss nicht allein lässt. Auch wenn sie ihre Eltern vielleicht nicht zugeben können. Nach 9 Jahren ist der Abschied nicht ganz einfach. Wenn natürlich jemand sieht, der seinen Traum leben kann, das finde ich grossartig. Das ist ein riesiges Geschenk. So sehen, ja, dass sie sind in dem aufgegangen. Ich finde, sie haben das so viel Herzblut gemacht. Ja, und da hat mich natürlich auch immer gefragt. In den letzten 3 Jahren ist viel umgebaut worden. Eine komplett neue Küche. Jetzt, wo renoviert ist, hören Ruth und Paul auf. Jetzt ist es eigentlich komfortabel. Die neue Hütte wird keine komfortable Situation jetzt übernehmen. Also, alles ist umgebaut, sie hat keinen Dreck mehr, sie hat nichts mehr, sie hat jetzt eigentlich ein gemachtes Nest. Es ist alles fertig. Also kein Dreck vom Umbauen, so, ja? Ja, ich meine jetzt vom Bauen, ja, oder? Von Bauerei ist halt nicht mehr. Das hat mich geschlissen, die Bauerei. Ja. Das hat mich kaputt gemacht, ein bisschen. Die letzte Nacht. Das letzte Mal in der Hüttenwartwohnung gepfusen. Ja, habe ich mit aufgedacht, man muss dann... Gute Nacht. Am Morgen früh in der Glotzenhütte im Nationalpark. Der Jörg und sein nepalesischer Hüttengehilfe, der Lakba, schnallen sich ihre leeren Rucksäcke auf den Rücken. Sie gehen nach Zernetz runter, frische Lebensmittel posten. Auf das Wochenende ist die Hütte nochmal voll. Wahrscheinlich das letzte Mal diese Saison. Wir zwei sicher genießen das jetzt eine schöne Morgenwanderung. Wir werden sicher Tiere sehen auf dem Weg. Und wir kommen ins Dorf. Wir gehen einen Kaffee trinken, vielleicht schnell einen Blick in die Zeitung, ein paar andere Gesichter sehen. Und dann kommen wir wieder zurück. 2 Stunden runter, 3 Stunden rauf. Für einen Bergführer und einen Trekkingguide aus Nepal ein Morgenspaziergang. Es ist Spätherbst. Von heute aus kann man wunderbar die Hirsche beobachten. Am Team seine Lieblingsbeschäftigung. Boah, das ist
Drinnen in der Hütte verabschiedet Marlies ihre Gäste. Aber nicht jetzt essen. Jetzt sollt ihr es einstecken in den Hosensack. Und dann, wenn ihr ganz zu oberst oben seid, beim Bella Vista, dort beim Plätzchen, oder nichts gejammert habt, dürft ihr es essen. Ist gut? Nicht ganz durch. Nein, aber weißt du, da hoch, von so, wo ihr ja seid gekommen, hat er dort so ein Plätzchen gehabt, dort habt ihr sicher picknicken. Gut, habt's gut. He? Ja. Schönen Tag und merci für den Besuch. Tschüss! Etwa 5 Stunden später sind die beiden Männer wieder auf dem Aufstieg. Beide mit je 30 Kilo auf dem Rücken. Frisches Brot, Butter, Rahm, Käse. Gut, Lakpa. Gut. Nice morning. Ja, gut, ne? Thank you. Der Lakpa kommt aus einer Sherpa-Familie und ist sich gewohnt, schwer zu tragen. Komm, Lakpa. Lakpa, give her a hand. Mhm. So. 1, 2, 3. No problem, Lakpa. Ja, no problem, huh? Very easy. Mach mal bis auf die Toilette. Nein, das ist ja brutal. Hä? Das ist Menschenschänderei. Not really long. Not really steep. Ja. Und bei dir gleich viel. Ja, meine sieht nur so mager aus. Deine sieht mager aus. Hast du ihn? Das ist Training. Darum bin ich so einen schön geformten Körper. Weisst, es geht. Nächstes Mal. 30 Kilo. Je 30 Kilo. Die Glotzenhütte geht in etwa 10 Tage zu. Der Strom wird abgestellt. Das bedeutet, das Tiefgefrorene möglichst noch aufbrauchen. Wir haben eine Inventarliste für unsere 2 Kühltruhen, die wir haben, dass wir nicht jedes Mal nachzählen, wie viel haben wir jetzt noch, dass man das, wenn man dann nachher Bestellungen macht, dass man weiss, so viel habe ich noch, so viel will ich noch oder für so viel habe ich Platz überhaupt. So. Mit allen Lebensmitteln, die wir hier haben, kann es nicht genau aufgehen. Bis am letzten Tag von allem zu haben und nicht zu viel. Aber mir Ehrgeiz ist nachher schon, dass man nicht noch 50 Kilo Fleisch da hat, wo man dann nachher wieder rausfliegen muss und dann aussen irgendwie muss verwerten muss. Das mit den Vorräten ist immer ein bisschen Poker. Bei schönem Wetter kommen vielleicht bis Ende Saison noch 400-500 Leute. Bei schlechtem Wetter fast niemand mehr. Bei der Gauli-Hütte hat es weit runtergeschneit. Im September nichts Besonderes. Die Hütte ist noch offen, aber Gäste hat es keine mehr. Susanne ist allein. Ja, es hat gestillt, der Gauli-Hütte. Und so im Herbst lasse ich mich meistens halt ein bisschen einzig da meiner Leute, dass ich es einzig mache, aber eben zu viel, es ging gar nicht, es wäre auch zu wenig Arbeit da. Und alle meine guten Leute, meine Feen, die im Tal sind, ihrer Arbeit nachgehen. Christina, die wieder im Tal ist, und Elsbeth, die dann das Wochenende noch mal schauen kommt, das letzte Mal. Christoph am Krampfen daheim, wie sich's gehört. Und ja, alle anderen auch einfach wieder daheim dran. In solchen Momenten, wo Susanne allein ist, denkt sie daran, wie das bei ihr hier auf der Hütte vor 7 Jahren angefangen hat. Sie war dazumal mit dem Toni zusammen, einem Bergführer. Miteinander haben sie sich auf die Hüttenwartstelle beworben
und auch überkommen. Nach 2 Jahren passiert etwas Unfassbares. Der Toni verunglückt in den Bergen. Tödlich. Es ist Toni, der mir die Welt hat gezeigt hier. Dank ihm bin ich da. Ich bin sehr dankbar für das Ganze. Für all das, was er mir gezeigt hat, was er mir gegeben hat. Und dass es nicht mehr so ist sicher... versteht noch heute niemand. Das kann man nicht verstehen. Das wird man nie verstehen. Aber und nach dem Unglück war klar, dass das hier in der Hütte weitergehen muss. Das war klar, man wollte einfach fertig machen, die Hütte zutun, wieder neu starten. Und das war ein langer Prozess, auch zu überlegen, fahre ich noch weiter, höre ich auf, gebe ich weiter Schule. Heute bin ich dankbar, habe ich es gemacht, bin ich weitergegangen, bin ich da, habe ich mich konfrontiert mit dem. Bei der Welt, die mir auch so Kraft gibt. Und Schritt für Schritt ging wieder weiter, Tag für Tag und ging wieder. Und ja, bis plötzlich die Sonne wieder scheint. Und man das auch wieder wahrnehmen kann. Und ich bin froh, bin ich da. Vielleicht ist es kein Zufall. Aber genau jetzt kommt Susanne Besuch über von einer guten Freundin, von Rebecca. Rebecca kommt gegen einem guten Moment. Das ist gleich, was das ist. Die hat, glaube ich, schon noch das Gespür für die guten Momente. Ich habe fast keine Menschen gesehen. Die Rebecca ist auch Lehrerin wie Susanne und kommt in ihrer Freizeit regelmäßig auf die Hütte helfen. Nicht nur beim Kochen, auch beim Häkeln. Ja, das ist Wintergut für mich. Ja gut, da ist das Fädeli dran. Eins von mir. Hier oben ist eine kleine Gauli-Häkelfabrik bei schlechtem Wetter. Wenn sich jemand anstellen will und arbeiten will, dann ist es so wie eine Eingangsfrage, kannst du häkeln? Weil dann kann man bei schlechtem Wetter zusammen häkeln in seine Kappen. Wo wir nachher hier auch so vertreiben können und uns ein kleines Sackgeld gibt. Das ist jetzt so ein unser Hobby geworden, das man, glaube ich, eben braucht, wenn die Tage kürzer werden. Finde ich noch cool mit der Farbe. Hast du da Lieder da, die man spielen kann? Susanne und Rebecca. Hast du eine Gitarre? Die Rebecca hat auch noch neue Seiten für die Gitarre mitgebracht. Auch das ist Susanne. Vorwärts schauen und die Lebensfreude nicht verlieren.
Auf der Hundsteinhütte sind die Leute von Sektion Sentis im Anmarsch. Morgen miteinander. Morgen miteinander. Jetzt drauf springen. Stopp, nicht so weit. Das sind Stöcken. Jetzt. Geht schon. Hey Hans. Hallo Paul. Der Hans und Anita Lieberherr sind die neuen Hüttenwärter. Beide sind schon lange in der Sektion und kennen die Hütte gut. Also, dann gehen wir. Dann gehen wir doch rauf, ja, klar. Ich nehme jetzt den noch mit. Man weiss ja nie. Wenn ich einen Schlierke finde. Die Übergabe ist sachlich und formell. Punkt für Punkt gehen sie das ganze Inventar durch. Mikrowelle. Der ist aus. Hast du raus? Den hast du. Der ist da. Holzspalter. Stein. 3 Kanister. Ja, den. Tauchpumpe. Ist hinaus. Dann 2 Leitern. Sind da, auf der hinteren Seite. Ja. Ein Schlauch. Gartenschlauch. Ist da. Hast du so bekommen? Ja, habe ich. Ja, die hat der Kurt uns so gebracht. Das auch. Ist alles angeschlossen. Hier. Daraufhin die Besichtigung. Angefangen im Hüttenwartzimmer. Die Petra, die Tochter, ist immer dabei. Die Ruth ist froh. Jawohl, das ist erledigt. Die sind alle leer, da könnt ihr auch gerne hineinschauen. Das Brett. Da sind alle Decken, Küssen dran. Alles ist gewäscht. Also das ganze Haus ist, alle Bettwäsche ist gewäscht. Ja. Alle Matratzen hast du Hauskampfführer gesucht. Alles. Sehr gut. Eine Hausübergabe wie bei einem Mietobjekt. Inklusive Sauberkeitscheck. Nehmen Sie mal runter. Ja. Beim Bauen. Die Spinne ist du geschwingt, setzen wir uns nicht. Und prompt gibt es noch etwas zu bemängeln. Ja, komm mal. Ein Spinnennetz. Ja. Soll ich noch rasch rauf? Mhm. Ist gut. Ja, sehr gut. Danke vielmals. So, jetzt. Danke. Es ist auch schwierig zu sagen, wer ist uns, wer ist innen. Ja, genau. Das ist das. Und dann denke ich, da hat es Sachen, die überdauern, die bleiben, die man mit Herzblut Genau. Das ganze Böderli hier, die ganzen Bänke hier, das ist alles nichts. Der Schmini da oben, die Grillstelle, das habe ich der Heli bestellt und hat das aufgefliegen lassen. Das haben wir gezahlt. Das ist alles für uns. Es ist wunderbar. Und ich kann mit der Gewissheit sagen, ich überlasse da etwas wirklich Schönes. Ich habe da gekrampft und tun und also wirklich alles geht da. Und jetzt übernimmt es jemand eine komfortable Situation für den, der es übernimmt. Super, oder? Und ich übergebe das gern. Zum Schluss noch eine Unterschrift. Und ein letztes Ritual. Die Fahnenübergabe. Heute noch, Mann. Ja, jetzt. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, die du hier oben verbracht hast. Ich hoffe, du hättest es auch als eine gute Zeit in Erinnerung. Ja. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ja, danke ohne vielmals. Hütte. Das ist dir auch ohne Hütte. Ja. Du hast jetzt nicht kein Tschüss, mach's gut. Anita. Ciao, Paul. Hey, vielen Dank. Ciao, Bruno. Tschüss. Ciao. Ciao, Anita. Mach's gut. Fertig, Schluss, vorbei. Die Ruth und der Paul sind pensioniert. Tschüss. Viel Glück. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Neue Funktion. Tschüss. Ich bin überglücklich. Nie mehr zurück. Ja, ich gehe sicher. Sicher Also, ich gehe nicht jetzt nächste Woche, aber ich gehe sicher mal auf. Nächstes Jahr. Und doch mal schauen.
Auf der Gaulihütte ist die Saison vorbei. Kommst du auch noch mit? Ist mir zu grusig. Die Rebecca geht wieder heim. Susanne bleibt noch ein bisschen länger zum Aufräumen. Ist okay. Ohne Ausflug. Kannst du schnell da hinsetzen? Ja, heute etwas ein bisschen ruhiger. Hast du alles eingepackt? Ja, in der Päckchen. Ich habe mir überlegt, wie die einpacken soll. Das sind im Fall Fallschirmreste, die sie in die Notpakete abgeworfen haben. Mit Dakota 1946. Das darfst du nicht mitnehmen. Ja, also ist okay. Das muss da. hier heute bleiben. Ja, ich genug Sachen. Sonst muss ich die Filze nachher. Gut. Halt. Bis bald. Ja, hab's gut. Du. Ein Gruß ins Tal. Ich sage es. Post habe ich. Ja, du musst mir den Stimmzettel werden. Ja, ist gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Ich hatte einen ganz schönen Start mit dem Bergtheater. Das hat mich gewaltig schön gedacht. Und es ist so, durch die ganze Saison ist es weitergegangen. Es ging wieder Highlights drin, ging wieder so schöne Momente. Und ein Highlight war sicher auch, dass es im Team so schön geklappt hat, mit der Christina zusammen, dass wir es so gut hatten. Und das ist Gold wert. Wenn das Team stimmt und das Wetter, das ist ein ganz grosses Highlight, das Wetter. Wir haben einfach schön gehabt, und darum haben wir streng gehabt, und darum haben wir Leute gehabt. Das sind so die grossen Highlights von diesem Sommer. Im Frühling geht es weiter mit der Skitourensaison. Bis dann gibt Susanne wieder Schule, Stellvertretungen und hat wieder Zeit für ihren Freund und ihre Hobbys. Zum Beispiel Alphorn spielen. Ein Abschiedskonzert, ganz für sich allein, auf 2200 Meter. Etwa zur gleichen Zeit, Ende September, im Val Cloza im Nationalpark. Das nasse Herbstwetter macht Jürgen einen Strich durch die Rechnung. Er hatte einen Auftrag gehabt, eine Gruppe auf den Pitzli-Nard zu führen. Aber bei dem Nebel unmöglich. Dank Internet auf der Hütte ist eine Wetterprognose heutzutage kein Problem mehr. Wir hätten so anders wählen, dass es schönes Herbstwetter ist. Dann wäre es so gleich gewesen, wenn es ein bisschen Schnee hätte am Pitzli-Nard, dass wir noch mit den Steigeisen vielleicht etwas hätten müssen oder können machen. Aber so sind viele negative Faktoren. Kommt noch dazu, dass wir hier heute Samstag und Sonntag auch volles Haus haben und dass ich hier sicher meine Dienste auch könnte anbieten könnte. Es hat noch Schnee. Der Wetterbericht ist nicht so gut für den Sonntag. Und dann wäre ich Samstag, Sonntag nachher da. Gut. Ist das gut? Sehr gut, ja. Sehr gut sogar. Im Vorfeld muss man immer wieder die Datum anschauen. Wenn er dann weg ist, dass dann eben jemand anderes wiederkommt. Weil sonst, ja, das fällt natürlich eins weniger, oder? Das fällt dann ins Gewicht, vor allem wenn die Hütte voll ist. No. So we see inside where we should fill up the wood. Okay, ja. Bald sind für die Martix die 4 Monate Hüttenleben vorbei. Jetzt noch das Holz in den Schopf und dann kann der Winter kommen. Der Lakba geht wieder zurück auf Nepal zu seiner Familie. And about double size, eh? Okay. Yeah. So you can continue. Ja, gut. In 30 minutes about we have lunchtime. Okay, eh? ja. Okay. Ja. Okay, gut. Enjoy it.
das mal aufs Sofa rüber. Der Tim hat seinen letzten Schultag in der Hütte. Nachher geht er dann wieder ganz normal daheim in die 3. Klasse. Ferien, fertig Schule. Hier, ein Schulzimmer weg. Also Es war eine gute Saison. Viel schönes Wetter, viele Gäste. Aber es war anstrengend, weil der Jörg als Bergführer immer wieder weg ist und Marlies allein kutschieren musste. Sie freut sich am meisten auf die Badwanne. In die Badwanne zu liegen oder auch einfach mal Zeit haben für mich allein. Das ist schon das, was hier sicher, ganz sicher zu kurz kommt. Da müssen wir halt auch dran arbeiten und gucken, ob wir nächstes Jahr ein neues Modell ausprobieren wollen, dass Marlies halt auch ihre Wochen oder ihre 10 Tage halt auch ihre Saisonferien hat oder frei hat, so wie ich es in diesem Sinne noch habe. Für ein Team stimmt sicher zu einem grossen Teil auch. Es ist klar, dass es gewisse, oder bei ihm gewisse Kompromisse gibt, dass ihm vielleicht das Velo fahren oder mal ins Schwimmbad gehen oder vielleicht auch Ferien in dieser Zeit, dass das vielleicht ihm auch fehlt. Das ist wahrscheinlich einfach das, was ich als Mutter also ein bisschen zu kämpfen habe. Dass ich das Gefühl habe, der Tim kommt zu kurz. Und da freue ich mich jetzt auch, einfach auch daheim wieder wirklich für ihn noch da zu sein, mit ihm Sachen zu unternehmen. bis dann für sie im nächsten Juni die Hüttensaison im Nationalpark wieder anfängt. Kurz darauf kommt der erste Schnee und das Waldglotza leuchtet in den schönsten Farben. Was bleibt, sind Erinnerungen an eine volle Hütte. Momente von Glück und Stolz. Von Zufriedenheit. Das ist mein Kraftort. Von Hektik und Stress. Von Zärtlichkeit und einem Wissen, wie schnell plötzlich alles vorbei sein kann in der Welt der Hüttenwelt. Hütte noch Mann. Ja, jetzt hat's. 3 Hütten, 3 Geschichten. Das sind sie. Die SRF bei den Leuten, Hüttengeschichten. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Label für regionale Produkte.